Herzlich willkommen bei RDR Tele mat der letzter Sendung an diesem turbulente Jahr. An heute präsentieren ich Tabtiteln von dieser Edition. Lehrpersonal und Eltern sind am Gang für sich an einer Initiative zu regroupieren, fordern den Edukationsminister op, für die Maskepflicht dringend zu überdenken, dass wenn sie einer ganzen Reihe möglichen negativen Auswirkungen für allem auch op Kanner. Der ganze Noreska-Sektor wird an Knie gezwungen. So eis gegenüber ein Restaurateur, den, gerade wie auch der DDR, verlangt, dass die Regierung all die Forderungen von den Noreska-Responsablen nachkommt, für die Betroffenen zu entlasten. Da geht die Gewurf, für was sich der DDR an der Chambre obeneits konsequent gegen das Covid-Gesetz ausgeschwert hat und noch Ursachen, für was das Staatsbudget nicht mitgestimmt wird. An der Schule bestehen im Moment nicht nur größere Unstimmigkeiten zwischen den Enseignantsgewerkschaften und dem blauen Edukationsminister. Widerstand formiert sich beim Lehrpersonal auch gegen einzelne Corona-Restriktionen. Eine ganze Gruppe von Edukateuren und Enseignanten, die den Nutzen von der Atemschutzmaske kritisch stellt, hat sich nach Verkot geholt und einen offenen Brief an den Claude Meisch adressiert. Jo schmengende Maske den behënnert eis an der Erbechte Eis als Enseignant und Enseignanten woch Edukateuren und Edukatrissen. Wir sinn besonders Kanner jung sinn an enger Relation mat de Kanner. Wir muss an enger Relation sinn, wann den die Maske Gesicht huet, ass déi gesteiert die Relation. An der Erbechtselver mat de Kanner wat Spruch erbeg zum Beispiel ubelenkt, mussssen Kanner Gesicht gesinn, mussssen Kanner de Mund gesinn. Wir mussssen och de Kanner ihre Mund gesinn. An wie dats mir an enger Grundschule nicht den ganzen Tag sitzen, da kann ich mal sich ausdrücken, dass auch eine Bewegung sind, aber man kann immer kommunizieren, als das für uns eine untragbare Situation. Wir als Pädagogen sehen das ganz kritisch, und wir fanden, dass auch die Regierung muss Erfolge machen, für das Klima von Angst wegzuholen an den Kanner, und auch den Eltern, Optimismus zu verbreden, an noch an Tan zu gehen, für zu weisen, dass der Lehrer kann hergehen. Zum Beispiel, dass Rekommendationen gibt, wie sich gesund ernährt, wie sich gesund verhält, wie sein Immunsystem verstärkt. Ob ein Flot der weiß. Das kann ihn zum Beispiel machen. All der mehr Dauer am Platz, dass direkt aufhängt mit den 12 von Infizierten und den Todischen. Dem Lehrpersonal gëtt all domal schlecht durch Droen vun dieser Maske. Kënnt du vielleicht ein paar Beispiele nennen an dem Kontext, nämlich auch froh vun der Haftung? Also das Richtige sind Kolleginnen und Kollegen, die wann de Maske hunn an Atemnot kommen, schon noch schon Kollege gesinn, die sich iwwergin hunn Men vum Dach, weil se fest dem FE vun der Maske. Och Kanner hunn Atemnot, och Kanner fielen sich net vuuel. Sie so net dawer net, weil se Angst hunn, wann se de Maske gouf und dass se dann das hin Appsgif geschéien oder dass sie Groseltri verkrank gin. An die Angst droen sie mat rondem. Mir als die den Brief und den Minister rundro froh den Minister wen haft für de Port vu Maske an den Konsequenzen. Well de Maske den Droe vu Maske huet Konsequenzen. Dat gëtt aus Etüden deitlich an mir willen net kann obligéieren Masken ze drohen an gleichzeitig verantwortlich zu sinn fir dat wat no geschieht. Dasselbe gilt auch für Eis. Wir müssen die Maske auch drohen, aber wir gehen da von den Direktionen obligiert. Im Moment haften Direktionen für, wenn Eis Schuld daraus entsteht. Und die Schuld ist nicht nur körperlich, die ist auch psychisch. Und da könnten wir so bei uns zu, an die Fragen, die stellen wir Minister, und da wollen wir ganz klar Antworten tun. Es ist keine Studie da, die beweist, dass die Masken irgendwie produktiv wären. Es ist echt so gesagt, dass sie kontraproduktiv sind. Masken sind ja im Großen und Ganzen, die sind gemacht für Leute, für Chirurgen, für Leute, die operieren, für dass sie nicht keimen auf eine offene Infektion oder eine offene Wunde können machen. Sie sind aber nicht gemacht, für dass die Leute sich sollen aussperren oder dass die Schüler sich sollen aussperren, dass sie nicht können richtig atmen. Sie holen CO2 da ab. Den CO2 der geht nicht richtig aus der Maske raus. Das heißt, sie atmen den an. Kanner
egal auf wegem Alter dat se sinn bei egal net mé man muss so 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 Joer, die sind noch an der Entwicklung. Die entwickeln hier Lungen nach, die entwickeln nach hier Gehir, die entwickeln hier Zellen, hier Blut, alles dat an. Et man lädt, et ass immer e Rückstau do, wann den an Masken ausotent. Et oten den an, et oten dem am Fong enkeier dat an, wat den ausgeotent huet. Alle Beit sie net Member bei der RDR an dankbar, dat sie haien Open Oer von tun, wat je wichtigcht Ulaies ugeht. Fakt das, dat de Nutze vun de Masken net klar etetaléiert das, an en ganz Reihe Etüden sech wieder schwätzen. Fi de Mark Hilger an Natalie Krämer misdroe vun de Masken an de Scholen, dem noch freiwillig a keng Mussesach sinn. Der Restaurateur Serge Feller vu Kiemen bei Burschend ass wéi vill Äner vu segen Berufskollegen depriméiert, well seng Dieren zoubleiwe mussssen. Kein Kehlen oder Kartenofen méi, och Betriebs- oder Familiefeieren sinn wäschgefall an de finanzielle Verlust ass gross. Läng duch d'Sträichen vun de Kehlenofender mat Issen rächentier mat enger Perd vun iwwer 20.000 €. Fir an eng klengen Eislicker durf Plan fir mat wäsch ze hoelen unzubieden, rentéiert sech kaum, so dat de Mann en Totalausfall bei de Resetten huet, as es Sugen seng Existenz mëcht. Ja, wie gesagt, das ist nicht einfach für uns. So den zweiten Lockdown an mir noch am Anfang gar nicht mehr so richtig damit gerechnet, weil auch von als Präsident gesagt hat, wir machen nicht mehr so, es wird nicht mehr so gemacht, wir sind nur immer so. Und die Situation ist ganz dramatisch. Dramatisch für, ich gebe so, für eine ganze Party von kleinen Cafés, kleinen Restaurants, kleinen Betrieben hier am Land, dann geht es nicht besser. Die Restriktionen sind gemacht, aber muss man so machen. Du doch investiert? Natürlich schon mal investiert. Wir investieren dann hygienemäßig schon mal ganz viel Plexiglas, Platz reduziert. Wir alles müssen reduzieren. Wir müssen kaufen, wo, ja, wie gesagt, wir haben uns einen Trägel gehalten, aber den zweiten Lockdown ist aber da. Ne? Ich meine, maybe machen, können wir nicht Restriktionen anhalten, Regeln anhalten, Masken, Pflicht, an immer nur die Klier gucken, desinfizieren an die ganze Boutique. Und wie gesagt, das ist nicht einfach. Ja, also Premier hat ja gesagt, es gibt keine Hotspots am Restaurant. Wieso machen wir dann noch so? Ne? Für was muss man so machen? Ich meine, wir haben uns einen Trägel gehalten. Wir sind wahrscheinlich die Einzigen, die sich effektiv zu 95% von den Betrieben diese Struge haben. Und da gesehen ich nicht an, für was wir immer müssen so machen, weil ich gesehen ja aber, dass die Zölle nicht draufgehen, ob schon das mal so haben. Ja, muss ich sich besser bedenken. Aber was für eine Richtung wir effektiv gehen. Ne? Torreska hat konkrete Forderungen gestalt, für dat den Cafetieren an Restaurateuren geholfen war an dieser schwierigen Situation. Der steht natürlich do als einzige Partei voll an Drun an diesen Forderungen, die sind ganz wichtig auch für ihren Sektor. Ja, ich gesehen, den ADR setzt sich relativ ganz viel an, dafür an das auch gut. Und, ja. Was für Mesuren gefen Nierloch konkret hëllefen, wann lo die fix kachten, wann do Moratoire gef kommen, de mal ausgesät gif gin ass zum Beispiel eng Hëllef. Ja, dat wär eng gros Hëlle. Ich meine, wenn wir 100% Ausgleich kreen, wäre es ganz viel geholfen. Ich meine, weil frei fixen, die bleiben, egal wéi, bleiben die bestoen. Und wenn man sie nicht drin hat bezahlen, dann muss man sie können dürfen übermorgen bezahlen. Und das sind natürlich große Chiffre bei verschiedenen. Wenn es doch nur 80% rumkriegst, das kann behalten. Ich meine, wir haben uns gehalten, wir müssen so machen, da soll man auch effektiv ganz als Feen bezahlt kriegen. An eben der fordert doch Lohnausgleich bei der Kurzarbeit, den soll von 80 auf 100% runtergehen. Das ist ja auch so am öffentlichen Sektor.
Dat fir och eng wichteg Mesur, gell, weil die Leute, die an der Restauration schaffen, die sie auch schon relativ peilig. Ich meine, das wäre eng Hölle fir die Leute direkt. Ja, natürlich. Das wär natürlich wär dat ubrucht fir dat doch so zu machen. Ich mein, Personal kann ja net dafür, an Patron kann ja auch nicht dafür, das muss zougemerkt gehen. Ich meine, dann muss auch Konsequenzen muss gezogin an da sollen sie gucken, dass 100% bezahlt wird. Ich meine, das nicht im Patron zu bezahlen, die 20% Ausgleich, die nicht kriegen, dann das sind keine Sachen. Ich meine, das muss ich verstehen. Bon, so ein Merci für ein Interview an wir wünschen dir auch bonne Chance, viel Glück, eben, dass Pakt über die Runde kommt, dann hoffentlich geschwind, allerspätestens am neuen Jahr, Erdere können doppen und normal können schaffen. Ja, natürlich. So noch merci. Mei wie emol huet d'Regierung kommunicéiert, datt et am Moresca-Sektor keen Hotspot gëtt, wat de Coronavirus ugeet, so datt hi Deciioun fir de partielle Lockdown nach bis de 15. Januar verlängeren net no ze vollzeien ass. An d'ADR aus dëser an noch nach anderen Ursachen an der Chamber weiter konsequent géint COVID-Gesetz stimmt. Großdeler vom Moresca-Sektor sind nur an der Feit oder fir am Zoumen op egen Decision. Delekt verleieren die Existenz an dem Läfe Fruch an Dermut aufzurutschen. Das ist ein Hohn, wenn wir als Politik gerade den Elekten müssen erklären, dass es eigentlich gar kein wissenschaftliche Basis gibt, für den Moresca-Bereich komplett so zu machen. Gesundheitsministerisch hat nämlich immer betont, dass der Moresca-Sektor kein Hotspot wäre. Wir haben aber immer mitgefühlt, dass die Regierung der dort froh überhaupt kein Glorlin hat, und weder die längst nach die Rechtshand weiß, was die mischt. Auch die Kultur und noch Teile vom Sportbereich könnten unserer Meinung nach bei adäquaten Maßnahmen weiter funktionieren. Von der Regierung aber ohne wissenschaftliche Grundlage weiter mischt, ganz Gesellschafts- an Erbesprecher Stör wieder Mauer zu fahren, da würde mir sie als ADR ganz klar auf ihre Verantwortung hinweisen, dass Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft integral verlängert sollen gehen, solange es nötig ist. Der ADR besteht auch auf ihrer Forderung, dass der staatliche Lohnausgleich für die Chômage partiell auf 100% geht bis zum Limit von 250% vom unqualifizierten Mindestlohn für über 18 Jahre und das am Kader von dieser Krise. Immer nees han erréet d'ADR-Teststrategie vun der Regierung, déi sech zenterméint op Zuele stëtzt, die mam sogenannte PCR-Test ermëttelt ginn. Dobei spielt d'Interpretationun vun dessen Tester eng wichteg Roll. Opgrund vun dese Resultater ginn elementär Freiheeten a Rechter afrostalt an Existenzen an de Ruin gedriwen, wat privat, gesellschaftlech, sozial a wirtschaftlech Konsequenzen huet. Eng Realitéit iwwer déi net gär geschwert gëtt. D'ADR huet rezent Fakten iwwer d'Viabilitéit vum PCR-Test an enger parlamentarscher Frohverschaft, déi d'Gesundheitsministersch an hireer Antwort und Schweese bruecht huet. Ze Summe gedroen gouf die faktuell an ausfeierlech Ufro und Regierung vum zoustännegen Deputéierte Jeff Englen an ze Summen erbecht mat der parlamentarscher Maderbechtterin Mandy Kreier. Fallzuelen, déi Zonter Bezug op COVID-19 herausgëtt, waren an der Lächt immens geklommen. Dorop sinn huet d'Regierung mat neue COVID-Gesetze reagiert. Sie huet Restriktionen erëm verschärft an erweitert a schliessege partielle Lockdown verhangen. Fir hir Politik an hir Maßnahmen ze begrünnen a Restriktionen ëmzusetzen, stützt d'Regierung sech zenterméint op Fallzuelen, déi durch de sogenannte PCR-Test ermittelt ginn. Wat genau ass de PCR-Test a wéi funktionéiert den? PCR-Testmethod als eng Entwicklung vom US-amerikanische Biochemiker Dr. Carrie Banks Mullis, für die hier 1993 so gut den Nobelpreis krut. Das Testmethod selektiert eng unsichtbar genetisch Sequenz und multipliziert es über Vermehrungszyklen so weit, bis sie sichtbar an dummer detektiert wird. D'Unzahl von den ugewandten Vermehrungszyklen ergin den sogenannten CT-Wert.
Das Testmethod gouf entwickelt, fir e lang Präsenz vun enger bestimmter genetischer Sequenz festzustellen. Hei schwätzt die vun enger qualitativer Identifikation. PCR-Testmethod ass awer net entwickelt ginn, fir d'Unzuel respektiv d'Lascht vun enger genetischer Sequenz ze bestimmen, also net fir eng quantitativ Identifikationun. Dat hat den Entwickler auch zu Liefzeite selber verdeitlicht, wie Hydropie gewiesen huet, dat eng quantitativ Identifikationun iwwer PCR e Widerspruch sech wie. Et ass awer so, dat de quantitativ Identifikationun, also Bestimmung vun der Virelascht notwendig ass, fir eng Viralaktivitéit ze detekteieren. Das werd en ganz Reihe Froen op, durch déi sech ënner anderem der Regierung hier Teststrategie, d'Interpretationun vun den Testresultater an noch den Ëmgang mat den Testresultater serieux an erfroe losen. An man die Kreier aslo hai bei mir, fir déich moll wat ass generell zum PCR-Test ze soen, wat kann net, a wat bringt er doch fir Unsicherheete mat ze schmendi? De PCR-Test kann d'Präsenz vum Viruserbgut feststellen. De Problem is awer, dat seet nach neich iwwer de Gesundheitszustand vun der Testperson aus. Und das am Kontext vun der Teststrategie vun der Regierung an noch an ihrem Umgang mat den Testresultater ass et eigentlich doch viel méi interessant fir zu streichen, wat den Test nett kann. Also der PCR-Test lang kann net erkennen, ob in eng aktiv Infektion huet, dat hicht ob ich krank ass, ob ihn eventuell nach krank kind ginn oder ob ihn infektiös ist, also ustierchen das. Dat alles kann ein Test am Endeffekt lang net erkennen. Dat wird doch bestätigt unter anderem durch CDC an ihrem Katalog zu der Gebrauchsanweisung vom PCR-Test gehen sie ganz klar op die Limiten von dem Test an. Do hun sie dadurch abgelöscht an sie so sogar zusätzlich nach dat den detekteierte Virus dat net sicher ist, dat den Auslöser beziehungsweise den Ursache, die tatsächliche Ursache von den klinischen Symptomen von der Testperson ist. Das heißt, wenn man eine Person hun mit Symptomen, die getestet wird und die positiv getestet wird, ist es auch nicht sicher, dass die Symptome von der Testperson wirklich Covid-19 sind. Dass es auch möglich ist, dass es ein anderer Virus oder Grippe ist, die den Auslöser von den Symptomen sind. Und Konsequenz davon ist, dass ein Test eigentlich ganz leicht falsch interpretiert wird, ganz besonders bei den asymptomatischen. Weil bei der Teststrategie von der Regierung wird die Differenz nicht gemacht zwischen den symptomatischen und den asymptomatischen positiven Fällen. So gehen die gehen am Anfang gerade so behandelt wie die anderen. Sie gehen allen zwei geguckt, wie sie sicher Covid-19 krank und noch höchst infektiös wären. Die Regierung bringt immer zum Ausdruck dann, dass der sogenannte Large-Scale-Testing ein Erfolg ist. Für was sollen die aber die ganze Teststrategie ganz kritisch gesehen? Der PCR-Test ist eine Testmethode, die so hoch empfindlich ist, dass sie sogar ein einzelnes Erbmolekül von einem Virus finden kann. Und wenn in der großflächig mit der PCR-Methode op den Erreger test, dann als Konsequenz davon, dass die Fälle, also mit den leichten Symptomen, an sogar kerngesund Menschen an Zahlen und Statistiken von denen wirklich Betroffenen an todkranke Menschen mit abgeholt gehen. Das führt schließlich dazu, dass Zahlen und Statistiken dann extrem hoch an die Luft gehen, an die sogenannte Fallzahlen, die explodieren. Das ist auch eine Position, die den Professor Dr. Christian Drosten ganz klar durchgelöscht hat. Hier hat schon 2014, das war am Kader von einer früheren Corona-Erkrankung, hat hier genau das dort erklärt. Hier hat
meiner Meinung no eng ganz konkret Position geholt zur Teststrategie mit intensiven PCR-Testen, an die ist auch unmissverständlich. Und wenn ihn davon ausgeht, kann ich eigentlich sagen, dass eng von denen echten negative Konsequenzen, die in Large-Scale-Testing, wie wir ja heute zu Lützeburg schon, eigentlich die ist, dass Zahlen und Statistiken, die wir Tag für Tag vermittelt kriegen, nicht wirklich der Realität entsprechen. Falsch Aussagen vermitteln und dementsprechend doch Angst und Panik verbreiten. Und allgemein geht die Strategie vom großflächigen Testen sind der Mensch schon immer mehr vorgestellt. Zum Beispiel auch der Verbandsvorsitzenden von den akkreditierten Laboren an der Medizin. Den hat auch gesagt, dass den Flaschentester von allen Bierger, also ohne Differenz zwischen symptomatischen und asymptomatischen, dass wir weder medizinisch abruhigt noch epidemiologisch effektiv. Und es wird schlussendlich eine nicht notwendige Verschwendung von den Finanzmitteln. DDR hat noch eine weitere parlamentarische Aufruf gestaltet, die das großflächige Testen noch mehr vorstellt. Wie war das denn so, Mandy? Wie ich vorher schon erklärt habe, also so beim Large-Scale-Testing, wie wir heute zu Lützeburg auch machen, gibt es keine Differenz gemacht zwischen den asymptomatischen und den symptomatischen positiven Fällen. Und das Manier wird zum Beispiel auch von 2 internationalen Quellen kontestiert. Eine davon ist die WHO, und die WHO hat diesen Sommer, also im Juni 2020, hat die WHO auf ihrer virtuellen Covid-19-Pressekonferenz erklärt, dass asymptomatisch positive Fälle den Virus eigentlich nicht weiter überdrohen. Es kam nicht mehr ganz rar vor, und es ging aber kaum an der Literatur erwähnt. Und die WHO sieht auch in dem Kontext, dass die Länder sich sollten auf die symptomatischen Fälle fokussieren, dass sie sich darauf konzentrieren, für die Fälle zu verfolgen. Und dass wenn die Länder das machen, dass sie dann noch gut leiden, für die Verdrohung vom Virus zu unterbrechen. Und auch im November gouf eine große chinesische Etude veröffentlicht, und der 10 Millionen Leute teilgeholt haben. Und hier gouf auch festgestellt, dass all die asymptomatisch positive Fälle und sich gar nicht infektiös waren, also der Virus nicht überdrohen konnten. Und ich meine, das sind aber ganz klare Messagen, die auch auf wissenschaftliche Grundlage fußen. An Teststrategie von der Regierung, ihren Umgang mit den Testresultaten, die durch gekoppelt Restriktionen, die stehen alle am Gegensatz zu diesen Erkenntnissen und zu den Rekommendationen. Dafür haben wir eine parlamentarische Frage und Gesundheitsminister gestellt, wo wir auch auf die Etude und die Rekommendationen angehen, an die nötigen Details eben mitliefern. Und Gesundheitsminister gefragt haben, wie die Regierung ihre Position dazu ist, wie ist ihre Stellung dazu, und ob was für Etüden oder wissenschaftliche Beweise steibt sich die Regierung für ihre Teststrategie und den Umgang mit den Testresultaten zu begründen. Und du konnte die Regierung auch keine zufriedenstellende Antwort natürlich liefern. Das ist so, dass man die Antwort noch nicht tun. Ja. Das ist bei der letzten richtig, bei der Viertrun war Bei es der ja so, Viertrun war es effektiv. dass nach frohen Obstor blieben sind. Dafür haben wir ja nicht genug geschossen. Ja, als ADR. also das muss ich wirklich so bedauerlicherweise, als Madame Minister ist viel Antworten schuldig geblieben. Also wir werden durch nach ein nachhaken, wir belassen nicht dabei, weil sie aber wichtig frohen Deputierten haben Recht für die Antwort zu kriegen, genauso wie die Leute draußen noch.
Anderei. Merci Ball Falmendi fir die ganz detailliert an héich interessante Analyse. Gerne. D'ADR dreht als einzig Partei an der Chamber d'Impfstrategie vun der Regierung net mat. An d'ADR as auch der Meinung, dat de Risk fir d' Gesundheit bestoen kann an verschiedenen Fällen. An fir dat ze kommentéieren begreessen ich den Dr. Schoß. Was kannst du aus dem medizinischen Standpunkt vun der so, Jean? Ja, wir wissen, dass hier ein Impfstoff dann den ganz sehr zugelost ist, an den du nicht mehr auf einer ganz beschränkter Gruppe von Leuten getestet können. Das bezieht sich nicht auf die Unzahl von den Testprobanden, sondern bezieht sich auf den Querschnitt von denen Leuten. Du hast den Impfstoff nicht getestet, ob Kinder, also ob Jugendliche unter 18 Jahren, und hast auch nicht getestet bei Schwangeren. Und das auch noch bei ein paar anderen Gruppen nicht ausreichend getestet gehen, sodass wir über das nicht wissen. Und das nun mal so, an einer Zulassung von einem Medikament, wenn man nicht darüber wissen, da wird dafür gewarnt, weil ihnen eben nicht sicher ist, was geschieht, wenn der Impfstoff so angesagt wird. Oder es wird carrément verboten, an der Altersgruppe, nicht das, was in England geschieht, dass es carrément verboten wird, für an einer bestimmten Gruppe anzusetzen. Ja, du hast ja eng parlamentarisch vorgestalt als ADR, wo man von der Regierung wissen wollen, wie sie darüber reagiert. Ja, genau, an England ist nämlich die Impfe von schwangeren Frauen, für Impfe von schwangeren Frauen gewarnt gehen, weil ihnen eben absolut nicht weiß, wie der Impfstoff sich auf den Fötus auswirkt. Das heißt nicht, dass er gefährlich sein muss, aber par Prinzip de Präcaution dürfen natürlich nicht da gesagt gehen. Und da dürfen wir auch nicht der Illusion hier gehen, dass wenn wir den Impfstoff heute zusätzlich besitzen, dass wir damit als ganze Population immun machen könnten. Zum Beispiel die Jugendlichen können nicht damit geimpft gehen. An schwanger Frauen. An der Reihe. Allgemein vielleicht zu der Corona-Politik von der Regierung. Da fällt aber so los ab, dass es da Risiken zwischen den Koalitionspartnern. Ja, nicht mehr spät wie das Woche hat ein geringen Rapporteur vom Budget an einer Radiosemission sich darüber beschwert, dass die Strategie einfach zu kurz wird, dass sie keine langfristige Strategie hat. Und wird wirklich heute von der Aktion von der jetzigen Regierung heute von einem Hickhack geschwart, was hier Strategie geht. Und ich fand das erstaunlich für einen nicht unbedeutenden Member von der Majorität, der jetzigen Majorität, wenn man so offen im Radio sieht, dass das, was bislang gemeint wird, ein Hickhack ist und dass es keine langfristige Strategie gibt. Genau, an einzelne Mesuren sind noch wirklich kontradiktorisch, wenn den Orlo und den neuen Tronçon vom Tram denkt. Ja, auch das aus, und du schwätzt der Medizin aus epidemiologischer Sicht, ein Wahnsinn. Wir haben seit letztem Sonntag einen neuen Tram, aber wenn wir den neuen Tram haben, haben wir 1700 Busverbindungen bei der Stadt Lützeburg bei 24 Stunden gestracht. Das heißt, wenn die Leute, also wir wären immer nur 10 Leute an allen Bus gewirrscht, wenn die 17.000 Leute alle an den Tram klammen, und ich natürlich viel mehr eine starke Vermischung an viel mehr eine hohe Konzentration von Menschen auf der Platz. Dazu selber der Zeit, wo ich aber Theatern zu machen, Kinoen zu machen, wo ich so nicht dürfte zu feiert nicht mehr bei einem Restaurateur sitzen, mit Schutzmaßnahmen, wo ich auch gleichzeitig so, dass ich an der Kirche nicht mehr nach Maximum 100 Leute an einer Basilika sitzen darf. Also aber anscheinend ein Tram, ein No-Go-Gebiet für den Virus, zumindest an der Optik von dem Herrn Bausch. Und da muss ich ehrlich sagen, es hätte die Busse ruhig nach dieser Wand der Viro laufen lassen sollen, für nicht Leute alle an einen einzigen Raum ranzuzwängen, wo man dann nicht wissen, wie gut der ventiliert das oder nicht. André, merci Jean für all diese Explikationen. Wir gehen in Richtung Ekototalitarismus. Das ist von der Kanzlerin von der ADR am Kader von der Budgetsdebatten. Ein Staatsbudget, den immer mehr die Handschrift von einer geringen Ideologie dreht, mit einer Energiepolitik, die als Landschaften verschampleiert, an als Ökonomie ruiniert und darüber hinaus keine mossbare Reduzierung von der globalen Erwärmung durchstellt. Auf der Chambertribüne hat der Fraktionspräsident nicht just Kritik ausgeübt, aber auch konkret Propose gemacht, wie der ADR das Staatsbudget näher an den Equiliber will bringen. Immer soll Steuern angefeiert gehen. Und das ist ein richtig Kurs,
Die Greng zum Beispiel, die feiere lo die Kohlendioxidsteuer an. Sie feieren sie an, also sie feiern sie auch noch gleichzeitig, also großen Erfolg. Ein Kohlendioxidsteuer, die sie auch soll den Tanktourismus bekämpfen, den Tanktourismus, den nach immer irgendwie eine wichtigste Rezette vom Lützeburger Staat durchstellt. Das muss ich also wissen. Aber was geschieht mit der Kohlendioxidsteuer für den Tanktourismus zu bekämpfen? Es soll mehr Männer zu Lützeburg getankt gehen, mehr am Ausland. Das ist dem Klima komplett egal, ob zu Ärel getanket oder zu Stänge fort. Das ändert an ihrer eigener Logik nicht. Mir wo es ändert, dass das den dramatischen Abbruch aus von der Staatsrezette von Lützeburg, also haben wir auch Männer Suche wie Sozialprojekte zu finanzieren, weil auch die Suche fallen nicht vom Himmel, weil die merkt, dass die macht nicht für das Klima, weil das kein Unterschied ob zu Ärel oder zu Stänge fort getanket für das Klima. Wir haben Männer Suche an der Käse. Und das schwätzt jeder für soziale Kompensationsmaßnahmen. All die Rezetten, die man nicht kriegen durch Politik, die fehlen auch am Staatsbudget für das zu machen, was dir eventuell vorstellt. Das ist eine Verantwortungslosigkeit. Der LAP will möglichst eine Erbschaftssteuer an direkter Linie an eine Familiensteuer aufhören. Herr Präsident, die Grünen sind so begeistert, müssen Sie vielleicht so, dass Sie ein bisschen so eine Nullausstimmen. Mit der LAP will Erbschaftssteuer an direkter Linie an eine Familiensteuer so sehr wie möglich aufhören. Wir lesen auch, sie will nur noch Finanzausgleich und Notbeschregionen bezahlen, da das auch nach ganz teuer Größenordnung rund 100 Millionen Euro. Da soll Grundsteuer kommen, auch da das schlussendlich etwas, was wahrscheinlich jeder trifft, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass für viele Leute nicht billig gehen. Andere eine Spekulationssteuer, wo wahrscheinlich jeder, den hier am Land den Terrain heute geschwind zum Spekulant erklärt wird. Also wir haben hier eine Koalition, wo Steuererhebungsparteien, die Grünen, der LAP, da freuen wir uns erst einmal der DP mit den Steuererhebungen. Ich zitiere hier verschiedene Politiker von der DP. Und ich muss sagen, wenn er die Zitate hört, dann so ich stehe mit größer Satisfaktion, weil das sind DP-Zitate, die komplett auf RDR Linden leihen, und dafür sind sie gut. Und ich schenke un mit dem Herrn Minister Pierre Gramegna. Ja, den Herr Pierre Gramegna sagt, mit Steuern verdaut keine Krise. Mit Steuern riskiert den Krise nach mit Dave zu machen. Wie richtig, Herr Gramegna. Ich sehe, wie schlecht Entreprisen sind, als sie so, mir da doch all der. Von der Schiene geben so, wir geben noch nach Steuern an die Luft setzen, sie geben die Welt nicht mehr verstehen. Das sagt er den 29. April. Ein anderen ganz respektierte Kollege Herr André Bauler sagt, Steuererhebungen in der Krisenzeit sind Gift für Entreprisen und geben die brutale Krise, die wir im Moment erleben, nicht mehr noch verschlimmern. Bravo, Herr Bauler. Wir sind uns komplett eins. Den Herr Büttel sagt den 10. Dezember am Paper Jam, tout aus dem Poste comme un poison. Wir sind immens zufrieden, als RDR mit denen aussuchen. Wie viel Wert hält ich da nicht drin? Weil die Demokratische Partei als doch die all die Gring an die Rotsteuererhebungen, die ich für Druck genannt habe, nicht nur matt dreht, aber sie setzt danach selber mal drauf. Und was die Statistik weiß, das ganz klar. Für die Kohlendioxidemissionen bis 2030 zu realisieren, braucht man einen dramatischen Rückgang. Wie man an der Covid-Krise hatten, über die nächsten 7 oder 8 Jahre, bis 2030 eine Größenordnung mit einer Reduzierung vom Bruttoinlandsprodukt pro Jahr, das man permanent ökonomische Krise provozieren, mit allen sozialen Konsequenzen. Aber wie will die Leute das durchstellen? Wir lösen schon die Argumentation vom Chômage. Das ist komplett irresponsabel, das ist nicht realistisch. Ich gehe mit den Leuten auf die Straße, an Kollegen heimat, die Leute auf die Straße zu protestieren, wenn Arbeitsplätze aufgedeckt gehen, wenn so ein Projekt den sowieso schlussendlich nicht bringt. Und wir wollen dem Welt schützen. Aber wir denken das bis zu Ende. Wir gucken, was bringt wirklich etwas. Wie können wir das machen? Wie können wir den menschlichen Einfluss auf Klimaentwicklung reduzieren? Wie können wir als Fluss und als Luft schützen? Aber auf eine vernünftige Manier. Die macht keine Ideologie, die macht als Ökonomie Futti da. Und das hat absolut keinen Wert. Das Problem mit den Grünen ist immer Rangideologie. Eine verantwortungsvolle Partei, die möchte Umweltschutz mit ökonomischem Geist. Und das ist das, was wir machen wollen. Es ist ganz klar, Herr Präsident, dass das Budget, das wir präsentiert haben, für uns nicht akzeptabel ist. Und das ist am Defizit. Wir wollen kein Defizit, wir wollen keine Schulden mehr, wir wollen Schulden zurückbezahlen, wir wollen verantwortungsvoll, nachhaltige Politik für die nächsten Generationen machen. Wir bleiben an der Chamber. Dort Fred Koip als seiner Intervention am Kader von der Klimadebatte
op die gross Hypokrisie vun dee Gringen higewiesen, a fir dat so deitlich op de Punkt ze bringen, dat hat sech bislo nach geen anderen Deputéierten getraut. Dat hi en viel Zostimmung aus dem Land krit, weis doch, dat een dementsprechende Video op der ADR Facebook seit scho vun iwwer 30.000 Leiit gekuckt gin ass. Apropos Atomenergie, am Gesetz steht, le recours à l'énergie de sources nucléaires est exclu pour atteindre les objectifs visés. Et soviel wie Atomkraft als verboten. Ja, schön. Ich freue mich, dass wir Rosa de Brille, du musst unholen, weil Fakt ist, wir benutzen Atomkraft. Wir benutzen Atomstrom, die wissen alle gut. Den Undeelung Atomstrom, die lohnt 2018 bei 10,4%. Voilà, wir benutzen unter dem geringen Energieminister Atomstrom zu Lützeburg. Das ist die Realität. Und das sieht ehrlich, also leidet und hat auf ihnen Sand an den zu streben. Da geht geschwärzt von sozialer Gerechtigkeit. Dabei war das sozial gerecht. Natürlich werden die Armen drinnen leiden am meisten. Klimaschutz ist nicht sozial. Es wird einen negativen Impact tun auf die Kompetitivität von der Lützeburger Wirtschaft und Industrie. Es wird einen negativen Impact tun auf unsere öffentlichen Finanzen. Ja, wir gehen heute durch ein Stück mehr arm. Und da wissen wir noch nicht, was das ganz Matze springt vor Rattenschwanz, weil all die Hai, was man so, und das ist just ein Ruhm an den Inhalt, wie auch gesagt Ginas, die soll ja richtig spät kommen, in Form von großherzoglichen Reglementen. Wir stimmen am Anfang etwas, wo man nicht wissen, was genau das ganz matzig bringt. Aber was wird kommen? Hier soll es dabei stücken. Mehr Steuern, die nicht bringen, mehr Fuhrverbote, die nicht bringen Klimaquoten, die nicht bringen Plan Elektromobilität, die nicht bringt an zu guter Letzt Hunderte von Millionen von Abbauten, weil wir den Tanktourismus wollen aufschaffen. Viele Suen, die fehlen dann und die sind da gebraucht für den Klimafonds und nicht für andere Sachen. Bravo, wenn wir fertig sind, die gering fertig sind, da sind wir feit. Und gesagt in Tirol schon, das Jahr haben wir Ziele von der Reduktion von den Serregasen erreicht. Wow, wie weit haben wir das Jahr erreicht? Ihr wisst, das ist der Corona-Krise, die als Wirtschaft während Meint lahmgelöst hat. Und das weiß etwas ganz, ganz gut. Die Ziele von 55% sind just zu erreichen, wenn wir an den nächsten 10 Jahren alle Jahre eine Krise und die Wirtschaft zusammenbricht. Das ist die Realität. Wie auch die anderen Parteien leben nicht an der Realität oder auch nicht den Courage, eine realistische Politik zu machen, weil sie Angst haben für ihre geringe Fanatiker, sowohl am Europaparlament wie auch hier. Wir haben keine Angst. Und das ist der größte Unterschied zwischen uns und den populistischen Parteien, die den Leuten eine radikal und schnell Energiewende versprechen. Und das sieht von der Minimum realistisch. Wir brauchen x Jahre für ein Stadion zu bauen. Wir brauchen Jahrzehnte für einen Nordstraße. Wir brauchen 8 Jahre für eine Klinik zu bauen. Wir brauchen 10 Jahre für eine Drittspur auf der Dietlinger Autobahn zu bauen. Hallo Wälder, binnen 10 Jahren 55% Männer Emissionen hier am Land. Wie soll das da gehen an 10 Jahren? Die Klimapolitik, also aus all den Gründen, die ich hier aufgezählt habe, voller Widersprüche, ganz schlecht, also sie ist nicht möglich. Pardon, doch, sie wäre vielleicht möglich, sie ist vielleicht möglich, wenn wir hier eine Totalkrise kriegen, wenn unser Bruttosozialprodukt an den Keller geht, wenn wir Rezession haben, Armut, industriellen und wirtschaftlichen Untergang, ja, dann packen wir es. Die wollt das vielleicht, mir nicht. An da immer so los Ende vun dieser Sendung ukom. Ich proposeieren ich heute nach eng Korrespondenz vu London mat eng Beitrag vun der Juncker ADR Adrenalin, wo ihre Vizepräsident Felix Reding iwwer de Brexit, de Jolo usteet, schwätzt, dat speziell am Kontext vum Deereschutz. Mir als ADR fordere schon seit Jahren an sämtliche Wahlprogramme, dat den Deereschutz soll gestärkt gehen, dat man Deere mat méi Würd solle behandeln, und dazu gehört auch, dass den liewischen Deerentransport über die Grenzen heraus soll verboten sein. Wäre mir als ADR an der Regierung, wollte mir das also verbieten. Leider kennt man das nicht. Wieso ist das? Das ist, weil die EU das als Gesetz vorschreibt, dass der liewischen Deerentransport über die Grenzen heraus muss erlaubt sein. Das heißt, dass sämtliche Memberstaaten von der EU das Gesetzgebung respektieren müssen.
Wann net, da mussssen se sech fir europäesche Gerichtshaft verantworten. A Großbritannien huet eng Deereschutzorganisationun eng ganz bekannten, nämlich RSPCA, schon seit Joren de Verbot och gefordert, nämlich die DDR zu Lützeburg. Am Kontext vom Brexit as lo dazu kom. Wieso? Briten hunn beim Brexit filmi Souveränität iwwer die ege Gesetzgebung, as sie einer Leiie net méi dem europäische Gerichtshaft. Dat heißt, sie hunn voll Souveränität, as sie können de Entschädungen treffen, die sie fir richtig fanden, a fir moralisch richtig erfannen. Lo hun Briten also gesot fir rund enger woch sie giffen den leweschen deren Transport also verbieten. An ensche Grundfir dat ze dat könne machen, als weil sie aus der EU austreten. Dat beweist eben Grund wie wert dat Briten die Entschädung geholl hun. Sie hatten es satt, wie von enger EU 4 geschrieben zu kreen, watring Gesetzer se miste machen, a watring se net diefte machen. Et beweist also wie wert dat volleg so eng Entschädung getroffen hat, an wat mech besonders wundert, als dat in Heiz Lützburg neicht darüber heiert, neicht iwwer die Verbot heiert, an och neicht iwwer de Grund fir so Verbot heiert, nämlich dat Lowut Briten aus der EU sind, se Staat können erlaben. An dem Kontext will ich dann noch Gelegenheit nutzen für als Position der EU als ADR zu reiterieren, und zwar, dass wir für die EU sind, wir wollen eine EU, wir sind auch davon überzeugt, dass Lützeburg eine EU braucht, aber die EU sollte eine EU sein von Madenen, also von Memberstaaten, die zusammen schaffen, aber nicht eine EU, die von Urwene Rof diktiert, was wir als Memberstaaten als Gesetzer müssen schreiben. Das heißt, wir müssen die EU reformieren, wir sollten die EU reformieren, für das Memberstaaten nicht mehr Souveränität tun. Und natürlich sollten die Memberstaaten an eine Kooperation miteinander zusammen schaffen. Wir sollten nicht dazu kommen, dass Lobbyisten zu Brüssel können Eis Lützebäuer diktieren, dass wir müssen den liewischen deren Transport akzeptieren. So eine Situation fanden wir horrend, wir fanden sie moralisch nicht vertretbar, und du weinst, als die Reform mehr wie nötig. So nicht mehr wird nur aufstehen. Für Christtag, da du sich schönste Familienfest an ein von den wichtigsten christlichen Feiern hat der DDR op manst für helle Jovent ein Ophewe von der Ausgangssperre gefordert. Wichtig ist auf alle Fall, dass dir echt Fried und Christtag nicht verdirben lässt. Wir von ADR Tele wünschen euch ganz schön Feiertag und einen guten Rutsch an das neue Jahr. Bleibt gesund, Adi, bis die nächste Kehr.